Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich wollte mit euch ein Journal machen in diesem Stil. Solche Männchen haben wir ja schon miteinander ein paar gezeichnet. Und jetzt geht es um solche Elemente. Ich will nicht unbedingt mit Sonne und Regen, sondern einfach alles, was mir so ein bisschen in den Sinn kommt. Auch Blümchen, oder da habe ich so etwas Ähnliches wie Gras noch gemacht. Blümchen hat es da auch ein bisschen gegeben. Ja, einfach was mir alles so in den Sinn kommt. Irgendwas. Und für das haben wir ja da schon mal die ganzen Hintergrundpapier gemalt. Ja, und jetzt geht es darum, dass man da irgendetwas drauf zeichnet. Also ich würde sagen, ich fange einfach mal frisch, fröhlich an. Und ich kann euch ja dabei ein bisschen erzählen, was ich mir so dabei überlege. Da würde jetzt sehr gut eine Sonne drauf passen, zu dem Orangigen oder auch Blümchen. Oh jö, das ist jetzt aber eine kleine Sonne geworden. Ich mache das jetzt hier mit einem Fineliner, irgendeinen No-Name. 0,8 ist das. Jetzt. Meine Männchen, die ich gezeichnet habe, jetzt habe ich gerade keins da zum zeigen, aber die hier, die habe ich mit dem 0,3 gezeichnet. Ich habe jetzt gemerkt, als ich da so ein bisschen ausprobiert habe, von der Strichdicke her, es macht nicht einen grossen Unterschied, aber ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Machen wir noch ein bisschen ein grösseres Sünneli. So. Dann könnten wir da noch ein Blümchen machen. Ui. So, das ist nicht so hübsch. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, noch ein Blättchen zu finden. So. Voilà. Und da würde sich doch anbieten, noch eins zu machen. Ui. So. Naja. Ja. Ich glaube, das lassen wir mal so. Ich möchte auch gerne von diesen stärkeren Papier dann auf jeden Fall einen Teil noch lassen, wo ich Täschchen daraus machen für das Journal dann. Oder auch Tags oder damit noch irgendwie Collagen machen. Ich tue auf jeden Fall nicht alle verzeichnen. So, da. Was wir da? Irgendwie könnte man doch da auch ein Blümchen machen, oder? So. So, ja, das ist jetzt ein bisschen unförmig.
Da ein bisschen mehr, ein bisschen zu eckige Blumenblättchen, Blütenblättchen. Aber ja noch. Probieren wir doch noch mal eins. So. Ui. Habe ich heute so zittrige Hände? Das könnte schon sein. So. Ja, machen wir doch hier noch etwas Kleines. Könnte man gleich auch noch vielleicht ein paar Regentröpfchen machen, wenn wir noch wieder so blau haben. So. Ja, das ist das, was mir jetzt da gerade mal in den Sinn kommt. Da weiss ich jetzt gerade noch nicht. Das möchte ich dann vielleicht eher für Collagen brauchen. Da haben wir schön so rot und grün. Da hätte ich eigentlich einen Äpfel machen. Aber ich kann jetzt hier noch mal im Roten machen. Weil da noch Silber dazwischen ist, sonst gäbe es einen grossen Äpfel, das möchte ich nicht. Aber im Roten kann ich sicher irgendwie so ein Äpfel herzaubern. So. Vielleicht noch ein grünes Äpfel auch noch. So. Haben wir noch eins? Komm, wir machen noch eins. Ups. Das ist ein lustiges Äpfel. Noch. Da kommen wir ein bisschen näher. So. Das finde ich doch eigentlich noch ganz herzig. Haben wir da auch noch ein kleines Blümchen. So. Und ein Blättchen. Ups. So. Nochmal eins. Etwas Grösseres noch. Wieso bin ich da jetzt wieder so näher am Äpfel? Kann mir das jemand sagen? So. Ja, ja, so ähnlich. Genau, und da könnte man noch ein Fischchen zeichnen. So silbrig und blau, das würde sich doch anbieten. Oh, jetzt gerade ein böses Auge bekommen. So. Oh ja, das ist herzig. Oh, wir machen noch mal eins.
Noch so eins da, wo die Schrift so durch dann läuft. Das ist ein bisschen lustig. Komm, machen noch eins. Wenn wir schon gerade so schön drin sind, machen wir noch eins. So. Jetzt haben wir noch eins, das die andere Richtung schwimmt. Machen wir noch mal eins. So. Oh ja, herzig. Herzige Fischli. Ja. Da aus dem Rosaroten könnte man doch eigentlich noch Herzchen machen. So. Voilà. Ein bisschen Herzchen mit Gold. Ich weiss gerade nicht. Da aus dem ganz Grünen, da habe ich gedacht, könnte man eben auch noch so ein bisschen Gras oder so etwas Ähnliches. So etwas Ähnliches wie Gras. Da machen wir doch auch wieder die. Ich habe die noch recht witzig gefunden. So. Jetzt gehe ich die muss unten zu machen. Wie habe ich das hier gemacht? Schnell abschauen. Nein, die habe ich einfach dort abgeschnitten. Oder? Sind die alle so? Ja. Ja, ja. Machen wir doch noch ein paar von denen. Sind die schön? Oh. Moment. Dann will ich schauen, dass wir die alle hier bis hier oben machen. He? So. Jetzt ist es weit. Ist ja egal. So. Ups. Ich habe halt wirklich ein bisschen zittrige Hände. Was ist los? Ich habe doch nicht Angst. Oder eine Katze. So. Was kommt mir noch? Was kommt mir noch in den Sinn? Da kommt noch ein paar Blümchen. Vielleicht sogar hier, wo es keine Schrift hat. Wäre auch mal noch schön. He? Blümchen sind immer gut.
Blümchen gehen immer. Vor allem, wenn wir ein ganzes Journal nachher füllen mit dem Zeug. Brauchen wir doch schließlich viel Blümchen, oder nicht? So. Genau hier beim Grünen wollte ich auch noch ein paar Blättchen machen. Auch noch. Wenn man auch überhaupt sieht, was da ist. Mal, ich glaube es schon. He? So, doch, doch. Wie wäre es mit Pilzli? Pilzli, da haben wir noch Gold gehabt. Wir haben noch ein paar goldige Pilzli. Wie sehen die aus? Wie sieht so ein Pilz aus? So. Und dann. So. Genau. Komm, wir machen noch ein paar Pilzli. Pilzli sind lustig. Zack. Ja, da sieht man, dass das Pilz ist. Ja, bei dem vielleicht nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Probieren wir noch einen. So. Und dann, vielleicht ein bisschen mehr so. Und nachher so. Das ist aber ein komischer. Naja. Probieren wir noch einen. So. Mal, komm, das sieht schon aus wie Pilze, oder? Das ist vielleicht ein bisschen lustig. Jetzt probieren wir oben noch so ein bisschen anderes Gras. Ja, gut. Also. Und so, also da, ich glaube, aus dem machen wir auch noch ein bisschen Wölkchen. So. So, das ist doch super. Ein bisschen Wölkchen hätten wir noch. Ja, 2, 3 Blümchen.
So, noch eins. So, oh ja, genau, jetzt haben wir noch da noch das Grüne. Irgendwo haben wir doch noch so ein ganzes Grünes gehabt. Da habe ich nämlich so Kleeblättchen drauf gezeichnet. Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr, das ist alles so schön übereinander. Aber hey, ein bisschen Kleeblättchen. Zuerst mache ich mal einfach ganz normale. So. So. Genau. Ein paar ganz normale und dann können wir dann auch noch vierblättrige machen. Genau, oder? So. Dann finde ich das jetzt nicht so schön, aber vielleicht bei den vierblättrigen sieht es ein bisschen besser aus. Probieren wir mal. 1, 2, 3, 4. Oh ja. Ja. So, die dreiblättrigen und die vierblättrigen so. Weißt du, was freue ich mich schon überhaupt nicht? Wenn ich das alles ausschneiden muss. Oh nein! Oh je, ich glaube, ich muss ein Inserat machen. Wer kommt mir helfen ausschneiden? So, und jetzt, wenn wir schon vierblättrige Kleeblättchen haben, wie wäre es denn, wenn wir noch ein bisschen Marienkäferli hätten? Und, da hätten wir noch Marienkäferli, schon fast fertige. Ah, das ist lustig. Das ist doch lustig. Mal ein bisschen ausprobieren, wie das sie besser aussehen, oder? Ups, da sind wir ein bisschen näher. Oh Mann. Oder wir könnten es so machen. So.
sieht dann blöd aus. Oh nein. Oh, wir probieren hier noch. Da könnten wir noch etwas probieren. Oh, das ist ein bisschen sehr rund. He? Ein bisschen sehr rund. Irgendwie mit diesen Fühlern bin ich da irgendwie nicht ganz zufrieden. Nein, das sieht dumm aus. Hallo, kann ich jetzt nicht mal ein Marienkäferchen zeichnen? Komm. Das kann ich doch. Zack, zack. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh nein. Es wird immer schlimmer. Nein, also das ist überhaupt nicht herzig. Die sind auch irgendwie ein bisschen komisch. Warum? Warum? Was ist das Problem? So, ohne Gesicht vielleicht. So mit Gesichtchen ist ein bisschen blöd. Ohne Gesichtchen ist vielleicht ein bisschen besser. Probieren wir nochmal eins. So. Aha. Oh. Ja, okay. Okay, so ist gut. Aber jetzt haben wir noch vier Tatzli gemacht. He? Also vier Beinchen. 1, 2, 3 vielleicht nochmal. He? So. Ganz easy, ganz einfach. Ja, okay, ich bin nicht ganz begeistert, aber. Nein, weiß nicht. Vögel wären eben eigentlich auch noch ganz herzig gewesen, wenn wir da irgendwie ein paar Vögel gehabt hätten. Aber Vögel werden bei mir immer so ein bisschen, das ist ein bisschen Glückssache bei mir, Vögel zeichnen. Oh, Vögel zeichnen. Oh nein. Noch in die andere Richtung.
Noch etwas Grösseres. Oh, je grösser, desto schlimmer. Oh, wie schaut denn jetzt das drin? Naja, will ich noch so eins probieren, aber die sehen immer also irgendwie so aus wie so Entchen. Ich muss mal ein bisschen Vögel üben, glaube. Oh, ja, ist gut. Ist gut. Irgendwie so. Naja. Tja, Fischli, Vögeli, Blättli, Äpfeli, Tröpfli, Blümli, Käferli, Sünneli, Kleeblättli, Wölkli. Ich glaube, wir haben schon recht viel, obwohl ich das Gefühl habe, das ist noch viel zu wenig. Aber ich glaube, ich schneide jetzt das mal aus und nachher dann. Man kann ja immer noch mehr machen. Ich kann ja da noch mega viel Papier und da kann man noch Tausende von denen machen. Aber ich habe jetzt gerade mal Lust ein bisschen zum Schneiden und gerade keinen Plan mehr, was ich sonst noch könnte. Im Moment gerade. Also schneiden wir das einfach mal aus. Fertig. Einmal mal mit der ersten Ladung. Das war jetzt anstrengend, das alles auszuschneiden. Aber es hat auch ein bisschen Spass gemacht. Und vor allem, ich finde die wahnsinnig herzig. Ich habe eine mega Freude an meinen Äpfeln und auch an den Kleeblättchen. Ja, eigentlich an allem. Es ist alles mega herzig rausgekommen. Und ja, ich denke, da kann man doch super dann irgendetwas zusammenbasteln. Mit dem. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich Deko vor dem Journal irgendwie zusammengebastelt habe. Ja, jetzt wollen wir dann mal noch das Journal machen. Genau. Da muss ich mir noch etwas Gutes überlegen, wie ich das genau machen will. Und vor allem, welches von diesen schönen Papier, dass ich es ich weiss es wirklich immer noch nicht. Aber ich glaube, das kommt schon gut. Ich freue mich auf jeden Fall mega und schön, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.